Ein Besuch auf dem Gotthard und der Tunnelbau. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Swiss German Online Podcast. Ich bin Katrin Erni und heute nehme ich euch mit zum 1. August, wo an dem Samstag ist, mit auf den Gotthard. Und zwar nicht einfach durch den Tunnel, wie das jedes Jahr Millionen von Leuten machen. Wir gehen gedanklich zurück in die Vergangenheit und schauen, wieso der Berg für die Schweiz so wichtig geworden ist. Der Gotthard ist nämlich viel mehr als nur ein Bergpass. Er ist eine Verbindung zwischen Nord und Süd, zwischen der deutschsprachigen Schweiz und dem Tessin und eigentlich auch zwischen Nordeuropa und Italien. Schon seit dem Mittelalter ist über diesen Pass Handel getrieben worden. Waren, Tiere und Menschen sind über die Alpen transportiert worden. Das ist mühsam, gefährlich und sehr vom Wetter abhängig gewesen. Und im Winter ist der Pass auch noch heute zu. Trotzdem ist der Gotthard mit der Zeit zu einer der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen zu Europa geworden. In den Ferien vor unserer Reise auf den Gotthard haben wir zusammen den Film über den Bau vom ersten Gotthard-Eisenbahntunnel geschaut. Und nach dem Film haben wir den Ort plötzlich mit ganz anderen Augen gesehen. Der erste grosse Gotthard-Eisenbahntunnel verbindet Göschene im Kanton Uri mit Airolo im Tessin. Er ist ungefähr 15 Kilometer lang. Gebaut wurde ist er ab 1872 und 1882 ist er feierlich eröffnet worden. Vor 150 Jahren sind sie also am Bauen von dem grossen Tunnel. Zu dieser Zeit war er der längste Eisenbahntunnel der Welt. Heute klingt das vielleicht gar nicht mehr so spektakulär. Wir kennen ja den modernen Gotthard-Basistunnel, der über 57 Kilometer lang ist. Aber man muss sich mal vorstellen, was es im 19. Jahrhundert geheissen hat, ein Tunnel durch den massiven Berg durchzubohren. Es hat noch keinen Computer gegeben, kein GPS und natürlich auch keine moderne Tunnelbohrmaschine wie heute. Die Arbeiter haben von Göschene und von Airolo her gleichzeitig bauen. Sie haben sich also von zwei Seiten her im Berg innen treffen. Am Schluss haben die zwei Stauen tatsächlich fast perfekt zusammengepasst. Das ist wirklich ein technisches Meisterstück gewesen. Die Schweizer haben etwas auf die Beine gestellt, das vorher fast niemand für möglich gehalten hat. Natürlich mit einem Heer von italienischen Gastarbeitern und Männern aus vielen anderen Ländern. Eine der wichtigsten Personen beim Bau war der Ingenieur und Unternehmer Louis Favre. Er hat den Auftrag bekommen, das Tunnel innerhalb von 8 Jahren fertig zu bauen. Der Vertrag war allerdings extrem streng. Für jeden Tag Verspätung haben ihm hohe Strafzahlungen gedroht. Gleichzeitig hat der Favre mit technischen Problemen, unbekannten Gesteinsschichten und grossen finanziellen Risiken kämpfen. Seinem Unternehmen hat der Ruin gedroht. Er ist also ständig unter Druck gestanden. Und zwar nicht nur im übertragenen Sinn. Im Tunnel selber haben natürlich auch Hitze, Staub, Sprengstoff und der Druck vom Berg eine Rolle gespielt. Und dazu hat die ständige Ungewissheit an ihm genagt, ob sich die zwei Stauen mitten im Berg werden treffen. Er ist dann 1879 während einer Kontrolltour im Tunnel gestorben, nur wenige Monate vor dem eigentlichen Durchstich. Er hat also den Moment, wo sich die zwei Baustellen getroffen haben, selber nicht mehr erlebt. Er hat alles auf eine Karte gesetzt und seine Arbeiter haben auch alles von sich geben, dass aus diesem Projekt eine Erfolgsgeschichte ist geworden. Im Film hat man nämlich auch gesehen, dass der Tunnel nicht nur dank Meisterleistungen von Ingenieuren, moderner Technik und Fortschritt ist gebaut wurde. Es ist vor allem auch die Geschichte der Arbeiter. Tausende von Männern, viele davon aus dem Piemont und anderen Regionen von Italien, sind zum Arbeiten auf Göschene und Airolo gekommen. Sie haben unter sehr schwierigen Bedingungen im Tunnel gearbeitet. Es war heiß und staubig. Die Belüftung war schlecht. Die Arbeit mit dem Sprengstoff gefährlich und die Wohnverhältnisse in den schnell gewachsenen Baustellendörfern sind ungenügend.
Viele Arbeiter sind krank geworden. Es hat schwere Unfälle und Todesfälle gegeben. Und 1875 ist es zu Göschenen sogar zu einem Streik gekommen. Die Arbeiter haben bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen verlangt. Bei diesen Auseinandersetzungen sind 4 Arbeiter erschossen worden. Stell dir vor, die Polizei hat das Feuer gegen unbewaffnete Arbeiter eröffnet, die nur für ihre fundamentalen Menschenrechte gekämpft haben. Der Fortschritt hat einen hohen Preis gehabt. Zum Glück haben sich dank diesen Skandal später Gewerkschaften geformt, die sich für das Wohl der Arbeiter eingesetzt haben. Nachdem wir den Film gesehen haben, sind wir auf der Gotthard-Panoramastrecke mit dem Zug bis Airolo und dann mit dem Postauto auf den Gotthard gefahren. Es war ein ganz besonderes Gefühl. Wenn man vorher die Geschichte der Arbeiter, von Louis Favre und von Göschenen gesehen hat, dann wird der Berg plötzlich lebendig. Wir sind uns bewusst an einem Ort zu sein, wo Menschen über Jahrhunderte gekämpft, gearbeitet, gehandelt, sich verteidigt und auch viel Leid erlebt haben. Und wir sind ihnen allen dankbar für das, was sie geleistet haben. Auf dem Gotthard hat es 2 Museen. Das über die Geschichte vom Gotthard und dann noch den Militärbunker Sasso San Gottardo, wo im Weltkrieg das Herzstück unserer Landesverteidigung war. Er hat zum sogenannten Alpenredui gehört. Die Idee war, dass sich die Armee im Fall von einer Invasion in den Alpenraum zurückzieht und die wichtigsten Übergänge, Tunnel und Verkehrswege verteidigt. In den Bergen sind darum Bunker, Gänge, Unterkünfte, Kommandoräume und Artilleriestellungen gebaut worden. Von aussen sieht man teilweise fast nichts. Man meint, man schaue einfach eine Felswand an. Aber hinter dem Fels verbirgt sich ein ganzes System von Räumen und Tunneln. Das war für mich extrem eindrücklich. Aber darüber müssen wir vielleicht einen anderen Podcast machen. Heute fährt man immer schneller durch den Gotthard und die wenigsten machen sich die Mühe, über den Pass zu fahren. Mit dem modernen Basistunnel gleitet der Zug tief unter den Bergen durch, dass man gerade die Alpen durchquert, aber man sieht auch nichts mehr von dieser schönen Bergwelt. Auch die Güterzüge können heute fast ebenerdig in kürzester Zeit Waren aus Genua in den Norden von Europa bringen. Es läuft noch nicht alles reibungslos und auch die internationalen Zubringerstrecken müssen noch besser ausgebaut werden. Es gibt aber auch Leute, die mit ihren Velo oder TÜV, mit teuren Auto oder einfach mit dem Postauto sehr gerne Pässlifahrten machen. Das sind Geniesser, die sich nicht stressen lassen und die die Weise haben, dass der Weg, den man wählt, genauso wichtig ist wie das Ziel. Wenn ich heute das Wort Gotthard höre, denke ich nicht mehr nur an ein Tunnel oder an Stau. Ich denke an den Mut der Unternehmer Alfred Escher und Louis Favre, die es gewagt haben, entgegen einem politischen Establishment ihre Visionen umzusetzen. Und an das Herzblut der Mitarbeiter, die dort unter prekären Bedingungen jeden Tag ihr Leben riskiert haben. Und an einen Berg, der die Geschichte der Schweiz entscheidend mitgeprägt hat. Und du, bist du schon einmal auf dem Gotthard gsi oder durchs Tunnel gefahren? Warum ist der Gotthard für die Schweiz strategisch so wichtig? Was hat dich an der Geschichte vom ersten Gotthard-Eisenbahntunnel am meisten beeindruckt? Mit welchen Problemen hätte Louis Favre während dem Tunnelbau kämpfen? Hättest du den Louis Favre und den Alfred Escher beim Tunnelbau unterstützt oder wärst du skeptisch gewesen? Manchmal müssen wir alles auf eine Karte setzen. Hast du das auch schon gemacht? Erzähl. Schaust du gern historische Filme? Welchen könntest du empfehlen? Was bedeutet der Gotthard für dich heute? Für was steht er? Für Verbindung, Fortschritt, Verteidigung oder für etwas anderes? Nicht alles, was machbar ist, ist auch finanzierbar. Welche Investitionen sind deiner Meinung nach ein Fiasko gewesen? Das ist der Podcast zu unserer Konversationsgruppe am Dienstag am Abend, am 7.
Wenn du möchtest dabei sein, dann melde dich bei mir. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!